the sun rising, sure still drawing lines. War never changes. So, da, grüße zurück bei Fallout New Vegas. Wir sind hier herunten in Vault 11 und erkunden die Geschichte hinter dieser mordslustigen Politik. Wo es abgeschlachtet worden ist, eine Mordserie war und die eine Dame aus dem Vorstand etc., was weiß ich, zwecks die Wahlen mit dem Vorstand schlafen hätte müssen, etc. Ja, du brauchst nur in die letzte Folge reinschauen. Dort ist alles ersichtlich. Ja? Waffen haben wir eigentlich genug, aber uns fehlt Munition. Mhm. Die werden wir dann hoffentlich bald einmal finden. So. Wie du vielleicht merkst, ich habe schon wieder mehr Wochen nicht gespielt, aber ich habe in der letzten Ausgabe erwähnt, warum und wieso. Sollte also keine Schwierigkeit darstellen. Die Truhe ist leer. Mir würde es aber trotzdem interessieren. Da muss irgendwo einen Schlüssel geben. Warte ein bisschen. Ich muss da was umstellen. Das ist jetzt gerade ein bisschen... Mal eins zurück. Ja, ist schon bei weitem besser. Vielleicht ist da was drinnen. Werkzeugschrank ist leer. Na super, jetzt haben wir es benannt. Warte mal. Na, da gibt's nichts. Da können wir auch nichts machen. Na, wenigstens kriegen wir Kronkorken. Das entschädigt ja schon etwas. Briefbeschwerer brauchen wir nicht. Und hier gibt es kein Weiterkommen. Weil mich würde also echt interessieren, was da der Höhepunkt war in diesem Wald da herunten. Wow. Utility. Ne? Kein Schwein weiß, was das ist. Schauen wir zuerst da ins Atrium. Jenes verschüttet ist. Super. Mhm. Na. Will sie sich gleich aufstellen, ha? Der trifft wieder nicht, der Hansch. Ach so ein verführter Socken, ha? Reaktor, das hört sich gut an. Sicher, versteck einen Reaktor irgendwo oder versteck einen Schlüssel da, wo die wenigsten glauben, dass du wirklich einen Schlüssel versteckst. Nämlich im Reaktor. Mhm. Oh, endlich einmal ein bisschen Munition, wird schon Zeit.
Oh, die Atmosphäre ist so gelungen da herunten. Töten Sie Gegner mit Schusswaffen. Lässig. Na. Jetzt da. Noch, was ist denn heute los, Alter? Das ist heute ein bisschen, weiß ich nicht, entweder bin ich heute mies drauf oder die ganzen Einstellungen bei mir daheim sind scheiße. Aber ich glaube eher das Zweitere. Was ist denn da passiert? Okay. Das ist interessant, ja. Jetzt in Speichern, gell? Boah, das war jetzt... Puh. Das war jetzt arschknapp. Aha. Ich weiß zwar jetzt nicht warum, aber Wetz hat jetzt kurzzeitig einmal nicht funktioniert. Stimpaks brauchen wir auch. Ist auch in Ordnung. Nuka-Cola. Wir werden uns gleich mal alles zu Gemüte führen, was wir dabei haben. Reaktor. Hä? Frage, was ist hier herunten geschehen? Cafeteria, Atrium. Macht euch darauf gefasst, dass wir noch eine dritte Ausgabe da herunter sind. Weil gerade die Vaults sind am interessantesten. Jetzt wird's interessant. Geh mir nicht auf den Stiefel, du Sack. Ich werde ein bisschen Tastenchaos abeinander gratuliere. Da ist kann schon nichts mehr werden. Vorbereitete Rede von Ombudsmann Gus Olsen zur alljährlichen Wahl des Aufsehers. Da huchen wir dann glatt einmal rein. Ich grüße Sie.
Zu den Aufgaben des Ombudsmann gehört es nicht nur, durch die alljährliche Wahlveranstaltung zu führen, sondern auch sie zu dokumentieren, in der Hoffnung, dass eines Tages, nachdem der letzte Aufseher seine Amtszeit beendet hat und in der Kammer unter seinem Büro in den Tod gegangen ist und es still geworden ist in der Vault, dass einen fernen Tages also ein Archäologe, sei es nun ein Mensch oder ein Angehöriger einer noch unbekannten Ethnie höherer Wesen, unsere Aufzeichnungen finde und sie in den Kanon der Geschichte einbinde. Doch in letzter Zeit kam mir der Gedanke, dass es eigentlich gar nicht der Grund ist. Ich denke, der wahre Grund dafür ist, wir möchten gerne glauben, dass es irgendwo in der Vault eine Antwort gibt auf all das hier. Oder dass es vielleicht eine geben wird, wenn die historischen Aufzeichnungen komplett sind und das Gesamtbild vorliegt. Wir wollen, dass es einen Sinn hat. Wir wollen verstehen, warum der zentrale Rechner der Vault uns tötet, wenn wir ihm nicht jedes Jahr einen der unseren Opfern. Interessant. Wir wollen voll und ganz begreifen, weshalb wir immer noch wir wollen voll und ganz begreifen, weshalb wir immer noch diese Wahl abhalten, obwohl seit Jahrzehnten klar ist, dass sie nur durch Korruption entschieden wird. Es gab einmal eine leichtere Zeit, als Wahlen bedeuteten, dass man Hände schüttelte und Babys küsste. Aber heutzutage mit dem Aufkommen der Wahlblöcke und all den Bestechungsskandal, dem Drogenhandel, Schmuggel und Gott was weiß noch, da wollen wir wissen, wozu das Ganze. Also ich bin mal die Archive durchgegangen und ich sage Ihnen, dort werden Sie die Antwort nicht finden. Sie finden einen Bericht des ersten Aufsehers, der sich als einziger im vollen Wissen um die Opfer, die gebracht wurden, in die Vault begab. Aber er hatte keine Antworten parat. Sonst hätte er gewiss die Wut der Bürger vorgesehen, als er es ihnen mitteilte. Sicher hätte er sich denken können, dass sie eine demokratische Wahl des Opfers wünschen würden, weil wir Bürger es nun mal gewohnt sind, unsere Hände auf diese Art und Weise in Unschuld zu waschen. Dass sein Name ganz oben auf der Liste stehen würde und dass die beiden Posten des Aufsehers und des Märtyrers in der Vault 11 auf ewig eins sein würden. Aber er hatte keine Ahnung. Er kannte die Antwort genau so wenig wie wir. Als die Bürgerschaft entdeckte, so steht in den Aufzeichnungen, dass das Kennwort der Tür zur Opferkammer Betty lautete, der Vorname seiner Frau, und dass die Tür unversiegelt war, sodass er als erstes Opfer dargebracht werden konnte. Da habe er beim Hingehen geweint wie ein Kind. Ich kann nur staunen, warum es keine Antworten gibt und warum wir einfach weitermachen, weil wir keine andere Wahl sehen. Und dennoch halte ich fest an der Hoffnung, dass wir eine andere Möglichkeit finden. Ich bitte Sie alle dringend, den Weg zu gehen, den ich gegangen bin, sich an die gar nicht allzu ferne Zeit zu erinnern, als Höflichkeit und Würde noch unser Handeln prägten und als wir uns noch nicht ganz so sehr schämen mussten. Ich danke Ihnen. Okay. Genau. So wie es mit der Pflanze war im Banana Joe, ne? Corruptas Ministerias. Ob wir das überleben werden, ich bezweifel's. Innenhof-Terminal. Achso, das haben wir schon gelesen. Ja. Das haben wir bereits gelesen. Ja, aber wo ist die Opferkammer? Das habe ich noch nicht ganz kapiert.
Mal weiter in die Cafeteria. Irgendwo müssen doch Antworten sein. Ah, okay. Gesehen, sobald wir zugreifen, sind wir hin. Auch in Ordnung. Eh. Boah, das gehört alles uns. Verlassen. Ja, aber den Schlüssel haben wir noch immer nicht gefunden. Zündflamme, was ist da herin? Wenigstens ein bisschen Nahrung. Hm. Munition? Sehr gut. Gut. Ich käme jetzt nicht mehr aus. Du hast ja schon bessere Zeiten erlebt, ha? Jo. Wir wissen jetzt eigentlich noch weniger wie vorher. Shit. Jetzt nur da durch das Gruselbecken wieder zurück aussehen. Ja, aber da finden wir keine Antworten. Im Endeffekt war der Wald eigentlich nur dazu bestimmt, dass sie die alle umbringen im Laufe der Zeit vor die Wahlen. Und dass sie halt nur immer wieder anopfern, um weiterzukommen. Und das Ganze hat halt geendet in den Chaos rund um die Dame, die mit dem Vorstand ficken hätte sollen. Sagen wir es jetzt einmal ganz brutal, ne? Jetzt speichere ich da einmal. Gescheißen. Na. Hm.
überlege gerade, wie machen wir das jetzt am blödesten? Wir sollten da rein, aber ich habe leider keinen Levelpunkt, ich habe momentan gar nichts. Wo sind wir hergekommen? Wir müssten einfach da kommen sein, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Ich weiß es nicht. Ja. Schaß mit Ohren, wo sind wir hergekommen? Gewöhnt euch gleich dran, ich verlaufe mir also nicht gerne in die Walls. Also, da brauchen wir, haben wir gesagt, besseres Schloss knacken. Wisst ihr was? Reaktor. Ich glaube, wir werden nochmal zurückkehren später. Da waren wir. Haben wir dich übersehen? Aus dem Wald? Was ist da? Also haben sie Politiker wieder gut ausgezeichnet. Jo, Korruption bis unter die Decken. Korruption, Bestechlichkeit, alles was du dir vorstellen kannst. Na gut. Sag mir mal einen Politiker mit Hirn. Gibt's ja nicht mehr viel. Man, so ist halt da in Österreich. Also einfach nur mal angehoben. Abgehoben, kilometerweit vom Volk entfernt, etc. Du kennst ja die Geschichten eh. So. Ich glaube, wir werden eine dritte Ausgabe da rund sein. Aber ich will noch nicht aufgeben, das gibt's ja noch nicht. Es ist noch keine einzige Frage, die ich habe, beantwortet. Und ich glaube, dass hinter den verschlossenen Türen, wo wir jetzt gerade überall waren, die Antworten liegen. Weißt was? Wir werden uns das für später nochmal aufhalten. Wir kehren nochmal zurück in Vault 11. So werden wir es machen. Da war ja kein Aufgang. Da war nur das Büro. Das Aufseherbüro. Aber es bringt auch nicht viel. Jetzt kommen wir der Sache schon etwas näher. Mit sofortiger Wirkung ist das traditionelle Prozedere der Aufseherwahl ausgesetzt. Anstelle der jährlichen Wahlen wird vom Zentralrechner einen Monat vor
Antritt der Amtsperiode ein Bürger oder eine Bürgerin per Zufallsgenerator ermittelt, wodurch völlige Unparteilichkeit und Fairness gewährleistet sind. Die Frau Stone, Opferkammer öffnen. Ich speichere jetzt einmal. Glückwunsch, Märtyrer. Ihre fantastische Reise beginnt gerade erst. Gehen Sie bitte weiter in das Licht. Oh Gott. Kurzen Augenblick. Das Licht beruhigt Sie und sorgt für innere Ruhe. Gehen Sie in das Licht. Ich glaube, war das der Wald? Herzlich willkommen. Setzen Sie sich bitte in den Sessel. Gleich geht es los. Oh oh. Jetzt gehen wir drauf. Herzlich willkommen, Märtyrer. Wenn Sie jetzt hier sind, wurden Sie als Opfer dargeboten, damit es Ihrer Vault weiterhin gut geht. Vielleicht fühlen Sie sich im Moment traurig oder wütend. Eventuell haben Sie keine Enkel oder konnten nie eine frische Zigarre genießen. Aber marschieren Sie erhobenen Hauptes, Soldat, und denken Sie daran, dass jeder von uns eine wichtige Rolle zu erfüllen hat. Die Rolle einiger Leute ist es, Kranke zu heilen. Andere haben möglicherweise einen Rennwagen oder eine Rakete zu steuern. Und einige von uns sind dazu bestimmt, ihr Leben für das Wohl aller zu geben. Natürlich macht das vielleicht nicht so viel Spaß, wie einen Rennwagen zu fahren, aber dafür ist es nicht weniger wichtig. Nehmen wir uns einen Augenblick Zeit, um die Augenblicke Revue passieren zu lassen, die ihr Leben lebenswert gemacht haben. Denken Sie zurück an den Moment, Denken Sie zurück an den Moment, in dem Sie Ihre feste Freundin zum ersten Mal geküsst haben, versteckt unter der Tribüne beim großen Spiel. Oder als Sie nachts ausgebüxt sind, um den neuen Film zu sehen, den Ihre Eltern verboten hatten, weil er zu gruselig war. Junge, hatten die recht. Und wer könnte schon den Moment vergessen, in dem er die Liebe seines Lebens getroffen hat? Was für ein Prachtstück. Das sind nur Beispiele. Spüren Sie dieses aufkeimende Gefühl in Ihrer Brust, wenn Sie an diese Dinge denken? Gut, das ist das Gefühl von Frieden. Sie haben ein großartiges Leben geführt. Ein Leben, bei dem der Weg das Ziel war. Aber das ist nur der Anfang. Schließen Sie jetzt Ihre Augen und stellen Sie sich vor, welche Freuden Sie im nächsten Leben, im Jenseits erwarten. Sehen Sie sie? Gut. Ja, raus! Ich fürchte, meine Programmierung zwingt mich jetzt, kurzen Prozess zu machen. Heilige Scheiße, wie soll ich denn das jetzt schaffen? Heilige Scheiße. Das schaffen wir ja nie. Jetzt überlege ich nur gerade, haben wir überhaupt irgendwas, was uns weiterbringt? Wir hätten Dynamit, aber jetzt leider ist es das Problem, er braucht viel zu lang, dass es lädt.
Du weißt, was da passiert. Ich glaube, wir werden zurückkehren und uns dieser Herausforderung dann noch stellen. Genau. Was haben denn wir jetzt eigentlich für Level? Stufe 7. Naja. Das sind wir jetzt schlecht ausgerüstet. Auch noch zusätzlich. Wir werden das jetzt so machen. Ich werde die Ausgabe da jetzt beenden, damit sie heute wenigstens noch auf YouTube erscheint. Ist nächste Mal. Wir werden es jetzt so machen. Wir werden in diesen Vault zurückkehren. Ich schreibe mir jetzt groß auf die Listen. Und sobald wir die guten Waffen haben, kommen wir zurück. So werden wir es machen. Ich wünsche dir dabei was. Danke fürs Zuschauen. Und ab und zu ist es gescheiter, mal einen kleinen Rückzieher zu machen. Und um es dann nochmal zu probieren. Bis zum nächsten Mal. Baba.